Meine sehr verehrten Damen und Herren, worin besteht die Identität Europas? Steigern wir uns vom Einfachen zum Schwierigeren. Es ist schwierig zu definieren, was ein Sizilianer ist. Aber unbestreitbar einfach festzustellen, er ist kein Lombarde, Römer oder Florentiner. Worin die Identität eines Kroaten besteht, lässt sich vielleicht schwer beschreiben. Aber er ist sicher kein Russe, Schwede oder Norweger. Auch die Globalisierung wird keinen aus ihm machen. So ist es auch schwer, die Identität Europas zu definieren, und unbestreitbar ist doch, Europa ist nicht Amerika und auch nicht Asien oder Afrika, aber das behauptet ja auch niemand. Ein Franzose, der am liebsten Hollywood-Filme sieht und chinesisch isst, bleibt ein Franzose. Und wenn wir von außen kommen, erscheint uns der Kontinent Europa eher als Einheit. Der Kroate und Ungar als Blutsverwandter des Österreichers, der Deutsche als nächster Nachbar des Polen und des Tschechen. Diese Einheit müssen wir nicht definieren, so wenig wie der Befreite seine Freiheit oder der Genesene seine Gesundheit definiert. Es genügt, sie zu spüren. Wer in Europa reist, der stolpert über lauter Verschiedenheiten, über eine Vielfalt an Mentalitäten, Sprachen, Traditionen, Fahnen, Gewohnheiten, Trachten, Baustile, Künste, Ess- und Trinkgewohnheiten. Und wer von außen kommt, wird freudig jubeln: Voilà, c'est l'Europe. Das ist Europa. Diese Vielfalt ist nämlich ein konstitutives Element der europäischen Identität. Würde ein EU-Gipfel, hypothetisch gesprochen, heute Esperanto zur alleinigen Amts- und Arbeitssprache in der EU erheben, alle gewachsenen Sprachen, Dialekte ab sofort verbieten, alle Fahnen und Abzeichen außer dem Sternenkranz auf blauem Grund verbieten, Europaskeptiker ins Gefängnis werfen, alle nationalstaatlichen oder regionalen Verwaltungseinheiten aufheben, dann könnte ein solcher zentralistischer Einheitsstaat vielleicht noch Europa genannt werden, aber es wäre nicht mehr Europa. Doch keine Angst. Die europäische Identität hat schon ganz andere antieuropäische Ideologien hervorgebracht, überlebt und überwunden. Der Nationalismus und der Kommunismus waren solche missratenen Sprösslinge Europas, Perversionen des Selbstverständnisses unseres Kontinents. Wir Europäer neigen nun einmal dazu, uns selbst und unser Erbe in Frage zu stellen, zu leugnen, zu verdrängen. Im Vergleich zu anderen Kulturkreisen, etwa dem arabisch-islamischen und anderen Erdteilen, etwa dem afrikanischen, weisen die Sitten und Gebräuche, die Traditionen und Ehrbegriffe, auch die Unsitten und Moden, die Verfallserscheinungen und Trends Europas mehr Gemeinsames als Trennendes auf. Richard Coudenhove-Kalergi, der Gründer der Paneuropa-Bewegung, meinte deshalb, ich zitiere: Europa ist eine historische Gemeinschaft. Das römische Europa, das karolingische Europa, das päpstliche Europa, das napoleonische Europa waren politisch geeinigt. Gemeinsam waren die europäischen Erlebnisse der Bekehrung zum Christentum, der Völkerwanderung, der Gotik, des Rittertums, der Kreuzzüge, des Humanismus und der Renaissance, der Reformation und der Gegenreformation, des Absolutismus und des Barock, der Aufklärung und der Romantik, des Nationalismus, der Demokratie und des Sozialismus. Alle diese Bewegungen hat Europa gemeinsam durchlebt, über alle Grenzen und Sprachen hinweg. Sie haben die europäische Seele zu dem gemacht, was sie heute ist. Sie haben Europa zu einer unbewussten Nation gestaltet, zu einem besonderen Zweig der Menschheit, zu einer großen Familie von Völkern. Zitat Ende. Papst Johannes Paul II. Hatte wohl recht, als er bei einer Ansprache in Santiago de Compostela 1982 sagte, ich zitiere, dass das europäische Wesen unverständlich ist ohne das Christentum. Und er fuhr fort: Auch noch in unseren Tagen ist die Seele Europas eins, denn sie hat neben ihrem gemeinsamen Ursprung genau die gleichen christlichen und menschlichen Werte. Hierzu gehören etwa die der menschlichen Würde, des tiefen Gefühls für Gerechtigkeit und Freiheit, der Arbeitsamkeit, der Unternehmungsfreude, der Liebe zur Familie, des Respekts vor dem Leben, der Toleranz und der Sehnsucht nach Zusammenarbeit und Frieden. Zitat Ende. Europa sei der Kontinent, so meinte der heilige Papst Johannes Paul II., der am meisten zur Entwicklung der Welt beigetragen hat, ebenso auf dem Gebiet des Denkens und des Arbeitens wie auch auf dem der Wissenschaft und der Künste. Zitat Ende. Ja, Johannes Paul II. Wusste zugleich um die Schattenseiten, um die negative Seite, die dunkle Seite der europäischen Identität. Der Papst aus Polen wusste auch um die geistigen Ressourcen, die immateriellen Rohstoffe Europas.
Tatsächlich ist Europa bis heute ohne die Kenntnis des Neuen Testaments, der griechischen Philosophie, des römischen Rechts und Staatsdenkens nicht zu begreifen. Vermutlich ist auch Amerika nicht ohne die Pilgrims zu begreifen, China nicht ohne Konfuzius und die arabische Welt nicht ohne Mohammed. Ganz sicher ist, dass sich quer durch alle Verschiedenheit und bunt schillernde Vielfalt des alten Kontinents, Europa, die gemeinsame Farbe des christlichen Erbes und seiner Bestreitung zieht. Es war die Christianisierung Europas, die aus dem Vorgefundenen, einschließlich griechischer Philosophie und römischen Rechts, jenen Kontinent geformt hat, den wir Europa nennen. Das Christentum ist deshalb heute nicht nur ein gemeinsames Erbe der Europäer, denn zu einem Erbe gehören immer auch alle Hypotheken, sondern das Christentum bleibt eine identitätsstiftende Größe. Ohne Christentum hätte es weder die Aufklärung noch den Sozialstaat noch die Idee unveräußerlicher Menschenrechte gegeben. Tatsächlich ist es kein Zufall, dass Aufklärung und Rechtsstaatlichkeit auf dem christlichen Humus des Abendlands gediehen. Dies ist ein Erbe jener Gewaltenteilung, die Jesus selbst seine Jünger lehrte, als er sagte, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Matthäus 22, 21. Weder der alte Orient noch die antike Welt, weder die außerchristlichen Kulturräume unserer Tage noch die totalitären Ideologien im Abendland kannten oder kennen diese Trennung von politischer und religiöser Autorität. Diese Unterscheidung begrenzt jede staatliche Macht, befreit die Politik von der Irrationalität des Mythischen und Numinosen. Der Staat ist nicht mehr das Absolute, sondern hat den Menschen in seiner gottgegebenen Würde zu respektieren und zu achten. Dies ist ein spezifischer Beitrag des Christentums zur Identität Europas, Fundament wahrer Rechtsstaatlichkeit, persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Robert Schuman, der große Gründer des ersten vereinten Europas, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, sagte in einem Vortrag vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments im Jahr 1959, ich zitiere, die Demokratie verdankt ihre Entstehung und Entwicklung dem Christentum. Sie wurde geboren, als der Mensch berufen wurde, die Würde der Person in individueller Freiheit, den Respekt vor dem Recht des anderen, die Nächstenliebe gegenüber seinen Mitmenschen zu verwirklichen. In der Zeit vor Christus waren solche fundamentalen Grundsätze und Ideen noch nie formuliert oder inhaltliche Substanz eines Herrschaftssystems geworden. Erst das Christentum hat die natürliche Gleichheit aller Menschen ohne Unterschied von Klasse und Rasse gelehrt. Diese fundamentalen Werte, die sich aus der Ebenbildlichkeit des Menschen mit seinem Schöpfergott ableiten, sind im Laufe der Zeit grundlegende Elemente der Kultur bis in unsere Tage hinein geworden. Zitat Ende. Und in einer Rede vor der christdemokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments meinte Schuman 1958, Europa hat über ein Jahrtausend Christentum benötigt, um seine christlich geprägte Kultur in ihren Läuterungen, Verstrickungen und der Suche nach Wahrheit herauszubilden. Zitat Ende. Europas Identität kann nur in der Synthese liegen, im Miteinander verschiedener Völker und Volksgruppen, die entschlossen sind, sich nicht länger gegenseitig ausspielen zu lassen, im Zusammenleben von Menschen unterschiedlichen Glaubens, verschiedener Herkunft und Sprache, im Bekenntnis zu den Höhen und Tiefen, den Wegen, Irrwegen und Umwegen der eigenen Geschichte. Doch eine Synthese, so weit und umfassend sie auch angelegt sein mag, kann nicht alles umfassen. Identität bedeutet immer auch Abgrenzung. Europa muss sich geografisch definieren und neben den heutigen auch künftige und endgültige Außengrenzen festlegen. Wo diese sein sollen, ist weniger eine Frage des politischen Willens einzelner Politiker, sondern eine Folge der Identität Europas. Europa wird auch nur dann seine gemeinschaftlichen Interessen in einer zunehmend globalisierten Welt vertreten können, wenn diese nicht nur als Addition nationaler, also mitgliedstaatlicher Interessen definiert werden. Die Europäische Union hat auch diese Aufgabe, Europas Ideale und seine Interessen in der Welt zu vertreten und zu verteidigen. Immer neu gilt es, darüber nachzudenken, wie sich Europas Identität und seine Werte in seiner Ordnung und Verfassung spiegeln sollen. Eine Verfassung ist nämlich nicht nur eine Art Hausordnung, sondern, wie der jüdische Rechtsgelehrte Weiler sagte, auch eine Art von Depot, das Werte, Ideale und Symbole, die in einer Gesellschaft geteilt werden, widerspiegelt und schützt. Europa muss seine innere Ordnung, seinen notwendigen Wertekonsens, seine verbindliche Rechtsordnung definieren.
Europa kann nämlich kein Raum der Indifferenz, der Unverbindlichkeit, der Willkür, Beliebigkeit sein oder werden. Neben einer äußeren braucht es auch eine innere, neben der politischen und rechtlichen eine gesellschaftliche und geistige Ordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Europäische Union versteht sich nicht nur als eine Rechts-, sondern auch als eine Wertegemeinschaft, die etwa den Dialog mit den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sucht. Aber ist die Wertegemeinschaft Europa den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleich nah, beziehungsweise gleich fern? Das wäre nicht nur ein Missverstehen der Religionsfreiheit, sondern mehr noch der Identität Europas. Diese beruht nämlich nicht auf einem universalistischen Pantheon, in dem alle Götzen, Götter und Dämonen aller Religionen und Antireligionen gleichwertig nebeneinander stehen. Die Werte Europas sind ohne den spezifischen Beitrag der Selbstoffenbarung Gottes, des Evangeliums und seiner Auslegung durch die christlichen Kirchen sowie des abendländischen Ringens um das rechte Verhältnis von Kirche und Staat einfach nicht denkbar. Wer die 1700 Jahre abendländischer Geschichte seit der konstantinischen Wende über Bord werfen will, um unmittelbar am integristischen Religionspluralismus des Imperium Romanum anzuknüpfen, der verkennt die Identität Europas und verfehlt seine Berufung wie seine Sendung in der Welt. Ist das vereinte Europa lediglich ein rein säkulares Projekt, das eine strikte Äquidistanz, also gleichen Abstand zu allen Religionen und Weltanschauungen wahren sollte? Oder darf es sich dazu bekennen, dass seine Geschichte und Geistigkeit, seine Kultur und Wissenschaft, sein Politik- und Rechtsverständnis zutiefst durchdrängt sind vom christlichen Glauben, vom Ringen der Europäer vieler Jahrhunderte mit diesem Glauben? Anders gefragt, ist der moderne Staat, die Europäische Union, ebenso wie die Nationalstaaten, ein Kunstprodukt ohne Geschichte und ohne Seele, eine Art universalistisches Modell, das 1:1 auch andernorts konstruiert werden könnte? Oder gibt es so etwas wie eine Unverwechselbarkeit und Eigenheit des Europäischen, die sich in der europäischen Staatlichkeit spiegelt? Solche Fragen sind überaus aktuell. Wenn wir von Zuwanderern aus fernen Kulturkreisen Integrationsbereitschaft fordern und damit mehr als bloßen Spracherwerb meinen, dann ist es nur fair und vernünftig, ihnen das Wesen unserer Kultur und die Quellen unserer Rechtsauffassung zu erklären. Weder die gleiche Würde von Mann und Frau, noch die Religionsfreiheit, noch das Gewaltmonopol des Staates sind selbsterklärend. Sie waren es für unsere Urgroßväter in Europa nicht und sie sind es nicht für einen Tschetschenen oder Pashtunen unserer Tage. Das bedeutet nicht, dass jeder kroatische oder deutsche Polizist wissen muss, was Religionsfreiheit auf Farsi, Russisch oder Arabisch heißt, sondern dass die Gesellschaft insgesamt sich über ihre Identität und über die Quellen ihres Selbstverständnisses Rechenschaft ablegen muss. Die Europäische Union tat dies vor einigen Jahren, als sie daran ging, eine Charta der Grundrechte und kurz darauf eine Verfassung für die Europäische Union zu formulieren. Christlich engagierte Politiker haben damals dafür gekämpft, neben einem Gottesbezug auch eine Bezugnahme auf das christliche Erbe Europas zu verankern. Beides ist am sozialistischen, liberalen, laizistischen Widerstand gescheitert. Heraus kam eine zwar korrekte, aber doch einigermaßen blutleere Formulierung in der Grundrechtecharta, und die möchte ich zitieren. In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. Zitat Ende. Worin genau besteht dieses geistig-religiöse und sittliche Erbe? Wer hat es erwirtschaftet? Und wer hat es vererbt? Und wie konnte dieser Erblasser so ertragreich agieren, dass es uns als Erben heute möglich ist, unsere Staatlichkeit auf der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität aufzubauen? Bei einer so üppigen Erbschaft wäre doch etwas Neugier angebracht. Immerhin ist das, was hier als Fundament des vereinten Europa proklamiert wird, in weiten Teilen der Welt ringsum entweder gefährdet oder mit der Lupe zu suchen oder schlichtweg gar nicht existent. Es geht hier also um ein Alleinstellungsmerkmal Europas und gleichzeitig um ein europäisches Exportgut, ja, jedenfalls so etwas wie eine Identität, um gefährdete Identität zweifellos und um Leitkultur.
Statt sich an Zinsen und Dividenden dieses Erbes gütlich zu tun, täte Europa also gut daran, die Erbmasse selbst und den Erblasser genauer zu erforschen. Sicher, auch das Judentum und der Islam, zumindest in gewissen Gebieten, auch Aufklärung und ideologische Atheismen gehören zum geschichtlichen Erbe Europas. Doch selbst ein harter Kirchengegner wird, wenn er um intellektuelle Redlichkeit bemüht und einigermaßen gebildet ist, einräumen müssen, dass es der christliche Glaube war, der Europas Geistesgeschichte zutiefst geprägt hat. Weder Romanik, Gotik und Barock noch Renaissance, weder Dantes Divina Commedia noch Goethes Faust, weder Mittelalter noch Neuzeit, weder Aufklärung noch Moderne, weder Minderheitenrechte noch Gewaltenteilung sind ohne das Christentum denkbar. Viel spannender ist allerdings eine andere Frage. Kann das Christentum nicht nur Wurzel, sondern auch Blüte europäischer Lebensform sein? Der politische Widerstand gegen Bezugnahmen auf das Christentum rührt ja daher, dass der Glaube in der Geschichte Europas nicht nur mit positiven, sondern auch mit grausamen, fragwürdigen, zweifelhaften Entwicklungen in Verbindung gebracht wird. Die Frage, ob Europas Leitkultur die christliche sein könnte, ist bedeutend attraktiver als dieser Blick in die Geschichte. Die Menschenwürde jeder Person, die Herrschaft des Rechts anstelle der Macht des jeweils Stärkeren, die soziale Ordnung der Gesellschaft, das Gemeinwohlprinzip, die Solidarität mit Schwachen und Wehrlosen, die Subsidiarität als Ordnungsprinzip in Staat und Gesellschaft, die Gewissensfreiheit, all das sind authentische Früchte des Christentums. Statt sich wie ein krisengeschüttelter Pubertierender immer neu gegen die eigenen Eltern zu stemmen, sollten wir Europäer das christliche Erbe des Abendlands deshalb dankbar annehmen. Was Generationen vor uns gedacht, erforscht, geglaubt haben, ist nicht alles überholt und nutzlos, sondern kann heute reflektiert und fruchtbar gemacht werden. Die Idee, sich immer neu und voraussetzungslos neu erfinden zu wollen, ist eines denkenden Menschen unwürdig. Ebenso ist die Idee, Europa aus immer neuen Ideologien voraussetzungslos konstruieren zu wollen, ein selbstzerstörerischer, ja gefährlicher Irrweg. Nicht, was es gestern hier wirkte, sondern was es heute an Identitätsstiftung und Weltbewältigung bringen könnte, macht das Christentum so wertvoll für Europa. Gesellschaftlich könnte es uns helfen, das in Gefahr geratene Bewusstsein für das Gemeinwohl wiederzuentdecken, die Herrschaft des Rechts zu verstehen und zu vermitteln, die Freiheit der Person mit der Solidarität in Harmonie zu bringen. Außenpolitisch könnte es uns in einer von religiösen und nationalistischen Fieberschüben gebeutelten Welt helfen, kraftvoll eigene Ideale und Interessen zu vertreten. Nur wenn wir Europäer uns der eigenen Identität neu bewusst werden, werden wir auch abgrenzungs- und darum integrationsfähig. Nur dann wird sich eine selbstbewusstere Gesellschaft angstfrei gegen totalitäre wie destruktive Ideologien zur Wehr setzen können. Nur dann kann Bewährtes bleiben und zugleich ein Neuaufbruch in Europa gewagt werden.